Ja, ja, Leute, im letzten Part, da haben wir Kaiba ein bisschen den Meister gezeigt, muss ich auch zugeben. Wobei, ganz ehrlich, mit Yugis Karte, mit Yugis Deck. Ich weiß auch nicht, aber bei Kaiba hatte ich nie das Gefühl, dass eine seiner Karten irgendwie schlecht wäre oder unpassend. Bei Yugi aber ist bei jeder dritten Karte das Gefühl, von wegen, okay, wäre zwar stark, aber klappt nur mit dem und dem Monster. Wie kriege ich das jetzt? Zum Beispiel hier, einen schwarzen Rotaugendrachen. An Yugi. Toll, ich kann eh nichts machen, super. Ach, wenn du natürlich so Karten hast. Das Herz der Karten fehlt halt leider. Bist du chancenlos. Gut, viel besser ist es jetzt zwar auch nicht und noch nicht. Naja. Dann rufen wir mal Beta und spielen noch eine Karte verdeckt. Mann, wie gern würde man mal Valkyrion spielen? Das ist auch so ein Kacke, Valkyrion. Braucht 3 Monster, 3 spezifische Monster als Opfer. Wie kann ihn rufen? Tja. Man muss ihn auf der Karte haben, wie so ein Ritualmonster. What the fuck? Krasser Effekt, Alter. Magische Hüte! Dünne mein Deck aus, wenn er bitten darf. Austausch. Wenn wir sowieso nichts bringen. Doppelzauber in letztem Zug nicht schlecht. Trotzdem noch gerne noch irgendwie andere Karten. Und Lichtschwert raus. Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, Freunde, nächste Karte ich ziehe, entweder gerne Kartenzerstörung oder Topf der Gier. Weil alles andere bringt mir nicht viel. Mein Zug! Ja, Melange, ey. Ich weine. Ganz leise weine ich. In mein Taschentuch. Besser gesagt, in mein Kuribo weine ich. Drei Ritter des Königs hat Yugi, aber trotzdem nur ein Ritter des Buben. Was soll der Quatsch? Ich kann so nichts machen. Zumindest mal so einen blauigen Ultradrachen bekommen. Yeah. Oh Gottes Willen, ey. Yeah, Austausch, Lichtschwert, was für ein Scheiß. Aber ganz ehrlich, damit darf sich Kaiba auseinandersetzen. So, Kaiba. Obwohl, warte mal. Ja, doch. Darfst wählen. Wählt Monster zurück, kostet verringern, Seelentausch. Nimm mal Seelentausch, komm. Ja, der Kaiser gleiter. Hier, Spiegelkraft. Und tschüss, Mann. In your face, Kaiba. So, jetzt reicht's kaum. Ritter des Königs. Direkt Angriff auf Kaibas Lebenspunkte. Mach ihn fertig. Ritter des Königs. Direkt Angriff auf Kaibas Lebenspunkte. So, weil er es einfach kann.
Lichtschwerter. Tja, aber schon doof, war, wenn man irgendwie keine Karten auf der Hand hat. Oder keine gute Karten vor allem. Da muss selbst der Z-Stahlpanzer weichen. So weicher, oh mächtiger Panzer. So klingen Ritter, wa? Hier, guck mal, Ritter der Königin. Oh, falsche Reihenfolge. Doof. Aber weißt du was? Ist mir egal. Hier, Gehirnkontrolle. Freunde, direkter Angriff. Macht ihn fertig. Und so, Freunde, gewinnt man emotionslos gegen Seto Kaiba. So. Ich habe Oberlist den Peiniger bekommen. Alles klar, Freunde, das Finale gegenüberstellen. Was? Die Zeit für das Finale war gekommen. Yugi gegen Maring und das Schicksal der Welt schon auf dem Spiel. Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Bald wird eine unendliche Macht mir gehören. Marik, ich werde dich nur besiegen. Ich werde dich nicht nur besiegen, ich werde dich auch von der Finsternis befreien, nicht kontrolliert. Hahaha, das würde ich wirklich gerne sehen. Okay, er hat's gecallt. Ihr habt's alle gelesen, ihr habt's alle gehört, er hat's gecallt. Aua. Und eine harte Faust. Yami gegen Yami, das Duell der Yamis. Wieder mal. Yami Yugi, Yami Bakura, Yami Marik. Schon eine der Karten von Kaiba. Da würde ich doch mal sagen, das Teil rufe doch mal. Zuflucht der Unterwelt. Ist natürlich nicht so stark, wie sie im Anime ist. Aber hat trotzdem ein paar nette Effekte. Warte mal, dann rufe doch erstmal. Beta. Guck erstmal, was Marik so drauf hat. Ich würde sagen, ernsthaft. Und dann spiele ich noch Zuflucht der Unterweltler. Eine durchaus mächtige Karte. Und es früher. Was es heute noch wäre. Prince of Geroid, ja, der Quatsch. Hä? Was bringt das? Naja, zahl mal. Ich würde gerne in die Ritter-Kombination spielen, mache es halt anders und rufe erstmal das schwarze Magiermädchen. Und magische Formel. Ein bisschen zu boosten. So, findet Geroid und tschüss. Nerviges Teil. Haben wir gerade, hat Yugi jetzt irgendwie noch einen magischen Stein der Weisen noch im Deck oder so? Wäre jetzt ganz praktisch. Austausch, ja, nee. Aber ich setze mal noch die Königin. Beziehungsweise Austausch noch nicht, weil ich weiß nicht, ob er bereits Ra auf der Hand hat. Was? Chor der Heiligen Städte? Ausgerechnet er? Die Karte passt überhaupt nicht zu ihm. Na, sorry, aber ist so. So, erstmal die Königin flippen. Und den König rufen. Dementsprechend natürlich auch noch Ritter des Buben, da ist ganz klar.
So, dann will ich mal gucken, was er so auf der Hand hat. Ha! Wo ist es doch? Hier. Gib mir Ra, la 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 la. Ich hab den geflügelten Drachen des Ra. Ja, bald nicht mehr. Nee. Kacke. Freunde brauchen ein bisschen Boost. Ich aktiviere Seelentausch. So. Jetzt rufen wir ihn, Freunde. Den allmächtigen, den göttlichen, geflügelten Drachen des Ra. Genau. Erhebe dich, geflügelter Drache des Ra. Warte mal, wie ging der Spruch schon wieder? Warte mal, ich spiele als Yugi, nicht als Marek. Moment. Muss kurz konzentrieren, repetieren. Du Beschützer der Sonne auf der himmlischen Bahn. Hör mein lautes Rufen, ich flehe dich an. Verwandle dich von der Kugel des Lichts aber schnell und bring mir den Sieg in diesem Duell. Ich brauche auch dich noch zu guter Letzt. Darum rufe ich deinen Namen jetzt. Geflügelter Drache des Ra. Uneffekt. Geil. Läuft. So. Das hat Power. So. Absolut absichtlich gemacht, jetzt einen Effekt schon aktiviert und so, weil... Hä? Ach so, Lava-Golem. Clever. Ausgetrickst. Reichte dummerweise nicht ganz, deswegen müssen wir nochmal opfern. Alter, aber das... Warum konnte er eigentlich den geflügelten Drachen des Ra als Opfer wählen? Weil, sorry, aber das ist doch als Ziel. Wenn du ein anderes Monster... Er musste ihn ja auswählen. Das heißt, er ist eigentlich ein Ziel gewesen. Also eigentlich hätte das nicht funktionieren dürfen bei Ra. Er hätte Ra nicht rufen dürfen, so. Bin ich der Meinung. Dankeschön. Weil Ra als Göttermonster eigentlich davor geschützt ist, dass man... dass sein Effekt im persönlichen Treffer direkt anvisiert werden kann. Bin ich der Meinung, wie gesagt, aber was weiß ich schon. Auf alle Fälle war schon mal spannend, wir konnten Ra rufen, hat zwar nichts gebracht und so. Wegen Seelentausch, aber eben er hatte noch Spielkraft auf dem Feld, der hätte sowieso nichts gebracht von dem her. Oh, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Wobei, Lava-Golem, ja gut. Hat sie vor allem selber Schaden. Können das vielleicht irgendwie ausnutzen, dass ich selber schaden muss? Ich müsste lachen, wenn das Duell wirklich mit 100 Lebenspunkten übrig noch gewinnen würde. Ja, eher weniger, wa? So, das Scheißviech. Oh, und das war's. Tja, alles verloren, Freunde. Yugi hat seine Macht, beziehungsweise der Pharao hat seine Macht an Marek abgegeben, es ist alles vorbei. Tja, Spiel vorbei. Nicht nur das Spiel, die ganze Serie. Alles ist vorbei. So. Ja, natürlich auch ohne Seelentausch bei ihnen hätte nicht viel gebracht, also von dem her. Aber wir haben zumindest mal Ra gerufen, ist doch auch cool gewesen. So, jetzt machen wir es aber richtig, Freunde. Ritter der Königin! Und Zufluch der Unterweltler! Warum? Ich weiß auch nicht, damit nur mal als cool kommt. Und das war's. Scheiße. Ich kann gerne mal einen Paladin rufen, ganz ehrlich, aber... Natürlich nicht machbar, wa? Trilago. Gibt es auch einen Online-Shop, der so heißt?
Natürlich muss er so viel Pech haben und ausgerechnet einen scheiß Buben rufen. Also beziehungsweise ziehen. Das Buben. Der kleine Bubi. So. Meine Königin greift an. Sie möge sich erheben. Dabei Sufgeil spielt mir ja selber gegen die Hände, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Nur selber wissen. Ja, passt noch, dankeschön. Spielen wir eine Königin verdeckt. Beziehungsweise switcht sie einfach mal. Und dann wird es Zeit, was zu opfern. Opfer, Opfer, Opfer. Das Magiermädchen. So. Haben wir die magische Hüte gespielt. Beziehungsweise gesetzt. Und die magische Formel aktiviert. Für einen netten kleinen Boost. Geil. Ich wollte angreifen. Oh, Monsterintervention, okay. Dann tut doch geil. Schwarzes Magiermädchen. Das war ja nett. Aua. Yeah. Nein, nicht der Schleim. Nicht der fucking Schleim, ey. Oh, gut, zum Glück funktioniert der auch anders als im Anime. Das wäre jetzt nervig gewesen, ey. Im Anime, da kannst du ihn ständig zurückholen und irgendwelche Lebenspunkte einbüßen und so. Das war mal kacke. Oder zumindest, soweit ich mich erinnere, vielleicht war es auch ein bisschen anders im Endeffekt. So, Freunde. Wir sind bei bald 18 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden mal das Duell an dieser Stelle. Sehen wir uns, was ich noch rufen möchte? Nö. Ich meine, klar, die Götter zu rufen wäre natürlich geil gewesen. Obelisk und Sly vom Kampf, Obelisk und Osiris im Kampf gegen Ra. Aber ganz ehrlich, das Leben gibt uns nicht immer das, was wir gerne hätten. Ist doch so. Meister Marek. Bruder, bitte sag mir, dass es dir gut geht. Marek, es ist vorbei. Deine böse Seite wurde für immer verbannt. Einfach so. Es endet vorbei, mein Pharao. Ja, die Finsternis wurde von deinem Herzen genommen. Marek hat das Böse so lange kontrolliert überwältigt. Meine Pharao, ich danke dir. Du hast die Menschheit gerettet. Aha, kam mir gar nicht so vor, aber okay, danke. Wir haben es geschafft. Ich hätte nie gesiegt, wenn ihr alle nicht gewesen wärt. Alle. Pharao, sei aber sicher, dass jeder, der von meiner finsteren Seite der Stadt verbannt wurde, zurückkehren wird. Danke. Jetzt habt ihr noch eine Aufgabe zu erledigen. Dann ist meine garwerte Mission abgeschlossen. Schaut euch das Geheimnis in der Macht des Pharao an, das auf meinem Rücken geschrieben steht. Diese Inschrift wurde in meiner Familie 5000 Jahre lang von Generation zu Generation weitergegeben. Uns wurde beigebracht, dass der antike Pharao, als die Welt vor der Zerstörung bewahrte, sein eigenes Gedächtnis völlig auslöschte. Aber er wusste, dass er eines Tages zurückkehren und sein Gedächtnis wieder brauchen würde. Also vertraute er einer Familie sein größtes Geheimnis an, den Schlüssel seiner Gedanken seiner Macht. Jetzt, wo du die 3 ägyptischen Götterkarten das Millenniums-Puzzle hast, nicht schon wieder, hey. Jetzt, wo du die 3 ägyptischen Götterkarten und das Millenniums-Puzzle hast, musst du nur die Worte auf Mareks Rücken lesen. Du bist so nahe dran. Wir sollen jetzt gehen, Pharao. Nimm den hier. Der Millenniumsstab gehört zu dir. So kann er keinen Schaden mehr anrichten. Danke. Und einer gehört ja der Kaiba, aber das ist ein anderes Thema. Und nimm auch den hier. Der Millenniumsring ist bei dir am sichersten. Da Yugi jetzt alle Millenniumsgegenstände und die 3 ägyptischen Götterkarten besaß, konnte er sicherstellen, dass die Schattenspiele nie wieder stattfinden würden. Ja, in der Theorie zumindest. Und ich krieg noch Oh, die Köderpuppe. Das ist ja auch ein geiler. Was? Versuch es. Achso, hier. Nee.
Ja gut, Freunde, im nächsten Part dann geht's auf in ein Arc, der ja bei vielen nicht so ganz gut ankam. Ich persönlich aber ziemlich geil fand, allein schon wegen den verschiedenen Ansichten und Einsichten in, ja, die Persönlichkeiten und Seelen der einzelnen Charaktere. Vor allem so was, ja, Darts eher weniger, vor allem seine Untergebenen betraf und so. Der hat mitunter doch interessante Geschichten auf Lager. Insofern würde man sagen, schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution, dann gegen Darts, die Sage der Drachen oder eher auch Drachenritter, beziehungsweise die Kriege von Atlantis, das Sieg von Orichalcos. Geht vor allem darum. Und dann, wenn wir die 4 Duelle hinter uns haben, beziehungsweise 5 sind es ja, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Dann das große letzte Duell dieser Saga. Yugi gegen den Pharao. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Ciao zusammen.